Montage, Demontage, Schlösserarbeiten. Traditionsfirma Jacques Streff huet sich an der Stahlindustrie ennum gemach. Präpariert Metallkonstruktionen, Trape, Glenneren an Lokation vu mobile Kranen mat bis zu 200 Tonnen och fir privat. 80 Joer Entreprise Jacques Streff, Sohn artisanal Gaderscheier zu Deverding. Am April war da noch die eng oder die andere Epreuve op Lützebauer Territoire, so zum Beispiel Boucle de Clairvaux oder auch das Slalom op dem Goodyear-Circuit zu Colmar-Birch. Mir selbstverständlich war auch für ihr am Ausland Deal. So zum Beispiel fängt man an als Emission mam Rallye des Ardennes zu Dino an der Belge. Das war dann noch die zweite Manche vom Lützebauer Rallye-Championat. Der Rallye des Ardennes zu Dino war schon die zweite Epreuve von der Lützebauer Rallye-Meisterschaft. Wie ugekönnecht, huet an de freie Moierstunde gereint an de Parcours als äußerst delikat ginn. De Xavier Busch mam Skoda fir die Eichsperrchzeit vum Dach. Och Lützebauer war moies frei richtig werkrech. So ass zum Beispiel die am Munowen ha am Bild noch vun speziellen de Sechste. Exzellent Zeite fir doch den Equipage Gregorius Brücker mam Ford Fiesta R200. No der Eichstar vun 3 Buckelen sinn die zwee op der 9. Platz am General, sogur 4 Leiit wie Patrick Gengler an Tommy Rollinger. Apropos Tommy Rollinger, hai am Bild mam Peugeot 207 S2000. An der Eichstar Spezial vun der 2. Buckel volt Mechanik vum Franzosen nem iso richtig, an der Rallye war fertig fir den Tommy. De Steve Fernandes war noch 5 Spezialen op der guter 5. Platz as jetzt de Lützebauer. Mehr an der WP6 huet de Steve missen opginn, well et Probleme och mat Peugeot 207 S2000 goufen. De Gilles Jacobi huet sech mittlerweile in Citroën DS3 zougelöscht. Den Eisdecker hat net viel Chance bei segem echten Ersatz. Lenkung vum Citroën ausgebracht, nodems den Equipage an de Feld geflohen ass. Matter Nummer 1 war heit zu Dinner de Romain Dumain man Porsche umstart. Hannen Drun kom dann de Julien Allebaut mam David Lux, déi sech am Foren aufgewieselt hunn. Ze bemerken, dats den David an der Zeit e ganz schnelle Pilot an der Belger Rallye-Meisterschaft war.
14 Speziale war de Rallye fertig. De Xavier Busch gewinnt mam Skoda Fabia R5. Mat enger guter Minute Tag kënnt den Olivier Collard op die zweete Platz. Am dritte gëtt den Holländer Piet van Hoof am Lenzer Evo Feier. Feierten war nächsten Holländer Mann en Mitsubishi, den Heng Jonkers. A schon op Platz 5 fan mir dat echt Lützeburger Team, anzwer de Jan Munoven an Steve Lanners mam Subaru. De Patrick Gengler an Katja Gengler die gin die 7. E fantastische Rallye ass de Jacques Gregorius gefuhr. Hier bringt et fertig ënner die Eich 10 zu kommen. Respekt. Seng lengte Platz bringt ihm genug Punkte fir sech am Championat in Spitz zu setzen. Auch dem Jacques sei Co-Pilot, dem Andy Brücker, ass bei de Co-Pilote ganz oben an der Tabelle. Am Bild de Claude Feldusmann Peugeot 306. Hier fährt wie schon das Jahr nach Belgischer Lizenz, agent durch nicht gewährt für das Lützburger Championat. Heute zu Dino könnt ihn auf die 23. Platz. Wie schon an Deutschland für ein paar Wochen, bringt kein perfekte Rallye für den Bob Callen. Et goufe Probleme am Schlerf vum Turbo an de Bob konto duch net vun der voller Lichtung vum Fiesta profitéieren. Schlussendlich kennt Hien an Nathalie Hoffmann op die 26. Platz. Ein turbulente Rallye hat den Nief Krämer an George Gödert an Peugeot 106. Sie verleieren méi wie emol de fichte paar Schock an hätten och bësse Probleme mat dem Tier vun de Rundkurse. Mol ze Mann, mol ze vill. Trotzdem kommen sie op der Rivé a ginn die 56. No dem Rallye des Ardennes kommen wir zu de Boucle de Clairvaux de 15. an 16. April. De Rallye ass eng Epreuve de Regularité fir historisch Schween. Ha gëtt net wie gewinnt die lachte Sekunden gekämpft, méi et geht drëms, die virgesetzte Moyen zu allem Moment ze respektéieren. D'Strecke sind och geheim, trainéiert derf net ginn.
Freitagabends um 6 Uhr sind die 49 Autos auf den Parcours geschickt gehen. 75% von den Piloten sind Ausländer. Nachdem der Paul Kellen die Strecke abgemacht hat, geht der nächste Konkurrent auf die Strecke. Und zwar die Equipage Blaise Severin mit diesem Porsche. An dieser Spatzkeier zu Vols hatten eine Reihe Konkurrenten hier Probleme. Die Start Nummer 2 sind der Christian Crucifix und der Joseph Lambert, auch mit einem Porsche. Der Christian hat 2014 die erste Edition von der Boucle de Clairvaux gewonnen. Der Porsche mit der Nummer 4 wird pilotiert vom Franzos Christophe Baillet. Schnellsten um Freitag war aber der Claude Ninan und der Christophe Simon mit Opel Kadett. Ofes am Deichtren ass dann eng Zzweetkeier den RT vu Vols gefuer ginn. Dat war de Programm vum Freitagabend. Den Nico Sachs mech als de Bilan wie de Freitag verläwers. Den Gëster ass gut verläaf, Dii 2 Speziale konnte normal gefuer ginn, me hat am Ufang gebësseret her, wie der düpleg ass van Epi géet. méi donno ass alles ganz normal verläft, den Claude Ninan, vun den engere Favoriten, wo gerächen hat, den ass den 4 am Klassement. Schweeslo net genau wie den Zzweeten ass, dann ass de Franzos Baillet ass och mat fir bei. Also das so wie ich da wert huet, a gëcht war eng Pilote waren all froh mat dem Trasse, de man gemerk hat zu Vols, schenkt gut ze läfen. Haut sinn lo 3 Spezialen im Programm 3 RT, wie mir nennen Regularitätstester. Wir fenken lo heit zu Sasselun, Sasselboxter. An dann de Mitte geht op Lila Kalber River an den Novent nach eng am Speden um Mëtten Mädauer ass alles aus an nun, den Novent an eng zuëpperner.
Natierlech hunn sech och e puer Lettzebauer Piloten d'Geleenheet net entgogelos mat hiren Oldtimer an Heit ze starten. Nawel ganz gut plazéiert werden Etienne Heierens an Armor Doyen mam Simca 1000. Sie kommen op die 17. Platz. Knapp hannen runn waren den Armor Hilbert an Guillardin mam Porsche 924 se ginn die Urzenkt. Allez demander peut-être au dépanneur pour recaler. Ah, vous avez reçu. De Paul Kellen ass aus der Wertung gefuer. Himmecht als Nullauto Heitstreck opzuklief. Natürlich Chef Kellen, wir wollten nicht kurz ein kleines Interview machen, aber die hat schon gestern Probleme mit der Luten. Was hat darum die nämlichste Problem? Ja, das ist das Problem. Ich brauche mir keine Luft mehr, da geht es. Wie fand das Spezial? Was hält er von dem Ganzen? Ich fand das ganz gut. Es sind zwar ein bisschen Rauterrain drin, wo man als ein Auto ein bisschen viel muss matt machen, aber so ist das aber alles okay. Eine andere Frage nach, war der gestern nicht so viel enttäuscht? Direkt ja, ich war schon enttäuscht, wie mein elektrisch bin mal abgenötigt, aber ich stehe nicht mehr gerade bis zum Schluss für. Also Marco, schon her, du fährst für dich, du hast null Ahnung, wo die Räder links geht. Ich schaue mich noch nicht enke voran. Es sind die besten Kartenleser am ganzen Land. Okay, aber eine andere Sache, hast du nicht ein bisschen Angst neben dem Pol, von dem du Steuer hantiert? Der Pol hat mich gefragt, ob ich ihm vertrauen. Okay. Vertrauen. Okay, bon, ich kenne dich, ja, ich weiß beim Grillen und so, und beim Kabelsmann warst du tipptopp. Ich hätte aber nur ein bisschen Angst, wenn du gehst. Neben du sitzen her, wenn die Friede links geht. Nee, also ich mache mein Bestes. Ich kann schon links ariert in der Schäde, aber das ist nicht allen. Das ist schön. Okay, aber ich sage vielmals merci und dann noch viel Spaß beim Pol. Und du musst immer zu dem Sohn her immer 50 Meter mit spät bremsen. Ich lasse einen Gewehr, dann geht schon eins. Okay, merci. Die nächsten am Interview sind den Ali Kriddel an Dan Ferrer beim MGB GT aus dem Jahr 1976. Ali, schönen guten Morgen, das ist schön, dich heute zu sehen. Wir wollten mal kurz wissen, wie hast du gestern den Tag verlaufen? Der gestern Tag war ganz flott, weil es war auch nur die Etappe an, ja natürlich müssen wir so groß Crashbemischer drauf, da sehen wir alles schön, aber es war wirklich schon eine ganz flotte Etappe zu Volz. Kurz, mit der Moyenne geht da gut eins. Mit der Moyenne, wir sind ein bisschen mehr Historik, das heißt Old School, weil wir haben keinen Computer, das heißt wir rechnen sie nach raus. Wieso haut sehen wir einen anderen Auto, einen anderen Design, eine andere Marke, ja, wieso nicht irgendwie mit einem Porsche oder mit einem BMW NRW? Ja, nee, die Autos die sind nicht für das heute so gemacht. Das hier ist schon ein bisschen mein Auto, der wirklich für Regularität gemacht ist. Und, das ist mein Kollege Dan, sein Auto. Und man muss ein bisschen Englisch Auto fahren, ne? Mal ein bisschen besonders. Okay, dann ganz schnell, wie viel ist schon neben drin?
Ich fühle mich ganz gut, weil ich brauche Straße zu gucken. Ich bin sicher, dass Nali das kann und ich habe kein Problem damit. Okay, die Knöpfchen, du hast das Bremse oder wie? Das dauert zu nullen. Okay, aber ja, alle die zwei noch bis noch. Leider packen die zwei es aber nicht bis auf der Rewe. Sie fahren am späten Samstag mitten aus. Weiter geht dann mit Jean-Marie und Isabel Schmidt. Jean-Marie, sie gewinnt. Du warst auch im Start, ja, so uns mal die Impressionen von gestern, wie die Haut verlebt. Gestern das war super flott, Prolog. Die Moiner sind mir kompliziert, es sind Moyenewürsel für die erste Kehr, wo wir das fuhren. Ab 50 hat man es auch schon vertrippelt, wie er wahrscheinlich an der letzten Zeit gesehen hat. Mit Lom haben wir es besser. Isabel, hast du keine Angst, um drin zu sitzen? Nee, solange die Straße nicht nass ist, ist es tipptopp. Okay, wie sind dann die Ambitionen? Wo will da hin auf dem Podium? Ich hatte ja schon gesagt, wenn wir Top 25 packen, da sind wir froh mit dem kleinen Döppchen hier. Aber wenn ihr guckt, was die Konkurrenten dabei sind, das ist ja unwahrscheinlich, was Kracke matt fuhren, die das fertig bringen und Männer wie enger Sekunden überall zu leihen. Dann kommen wir nicht noch. Jean-Marie, wann selbst könnt ihr in dem Rallye verbessern? Was wäre das? 65 fuhren. Wie der Rallye Owes fertig war, waren de Jean-Marie und Isabel am Sambim op der 34. Position. Wie dat so üblich ass beim Rallye kommen net all Equipagen an Ziel. Ausgefallen sind auch de Gerard Weber und Gianni Graskes am Ford Escort. Wir kommen dann im Klassement von der Boucle de Clairvaux 2016. Gewonnen hat wie schon 2014 der Christian Crucifix, bei schon erwähnt, sein Co-Pilot der bekannte Joseph Lambert. Auf die zweite Platz kommt die Equipage bei je Hommel mit Porsche 11 Carrera. Am de Podium komplettiert op der dritter Platz Team Ninant Simon beim Opel Kadett. Feierten gëtt Stefan Blaise man Porsche a vernëften den Etienne Bonnier mat engem MGB vun 1967. Sondes de 17. April goufen um Goodyear-Circuit die echte Marche vum Slalom-Championat gefuhr. 3 Kursen zu je 2 Marchestunden Jahresprogramm. Rennen eend gewënnt ganz klar de GDMH-Pilot Max Schilz mam Ford Fiesta.
Den Daniel Donkels ass mat eng Citroën DS3 R3 ugetruden. Hin huet ze schnell und Maschinen gewinnt, a gëtt den Zzweeten, seiere Tar op de Max 1,2 Sekunden. Dritten gëtt George Kuipers mam Ford Escort Cosworth. De Loris Cianciatti kënnt mam Lamera op die 4. Platz. Loris mis kon Bich Slalom. Ich menge nur der lächte Kurs wo ich gesinn und dat war du Fankapéier zu sperr. Wat wolltst du heimmer da bezwecken? Ich wollte enke probieren, wär eng Kurs im Land im Mausland gefu an enke probier wie Circuit klingt ganz interessant. Ein Auto ass natürlich als ganz anders wie so Fankap, filmmi schnell, filmmi präzis alles auch Servo an so weiter an mcht wahnsinne Spaß genial. Okay, ich mein, da können sie bis noch Kartingsauto raus. Ja. Ich mengen dem Gilles Brückner, ich mengen ein Auto, das zur Verfügung geschaut gehen, das heißt Möglichkeit nicht gehabt für heute zu fahren. Genau, vielen Dank an Gilles, hat man den komplett zur Verfügung gestellt und ja, was Karting geht, das für große Karting, also für genau selbst und kann ihn damit spielen wie will. Und, ja, super. Spekulationen hun ich gesehen irgendwie am moderner Piloten die aus dem Kartboard kommen, geht es vielleicht nach ihnen denke ja an dem Lamera Cup weiter. Da kann ich nicht so, weil ich weiß persönlich nicht so. Aber man gesagt ganz gut aus für Lützeburg, ja. Okay, das heißt, da gibt es ein kleines Team gehen, Gilles Brückner, Lützeburger Piloten, Kartsport und so weiter. Genau, ein bisschen alles mixen, jeder ein bisschen zusammen fanden und sieht gut aus, sind da viel interessiert und ich meine, du bewegst dich in der nächsten Zeit. Okay, wir gesehen Platz 4, gibt es noch ein bisschen Gas? Ja, das ist noch viel dran, weil man für ein Auto kennenzulernen. 2 Minuten Praxis, das geht noch nicht dir. Aber da ist noch viel dran. Ich meine, 3-2 ist schon mal Mistrasi. Okay, wir dann noch viel Spaß und dann toi toi toi. Vielen Dank. Immer dann ein Klassement komme vom Rennen 1, hat nach Michael Brachenbach am Bild mit dem Subaru Impreza. Hat das nicht mehr Mojes die Eichkurs gefahren, dann hat sich auf Themenriss gemacht. An der Kurs 2 kon sech nach enker de Max Schilz durchsetzen. Zweeten gëtt dësker de Christian Rodeburg, ebenfalls mam Fiesta, den hin sech ma Max Schilz deelt. Den e Karterch Dien 2 60 Honnerste. Dritten gëtt de Loris Cianciatti a feierten den Daniel Donkels. Wéi schon d'Lachke ass och dëst Joer den Yves Merten mam Ford Focus Depart. Seng Bechplazéieren ha un Goodyear Circuit ass die 5. Platz an dëser zweter Kurs.
Den Jogo Yves an de Cock an Cheron deelen sech dëse BMW e30. Den Yves gëtt 2/6. an an der dritter Kurs kënnt hi sogur op die 5. Platz. Dem Jerome seg best Platzéierung war die 8. Position an der lächter Kurs vum Dach. Eng vun de raren Damen umstart heit die Werner Becker mam Renault Clio Williams. Boi waren bis ha Slalom Kolmar Bierche, ja. Wie kënnt dat zo, dats der Haut hai Rendevous wass? War schön gemeint, ich kennt dat mal ausprobieren an schön hat Göster hun den Williams bisse getast an ja das na well ziemlich gut gegangen an du war haut hun da gemeint ich kennt dat mat machen. Ich nur Abflug as schon do gewircht. Ich war bis an Wis komme war schon ganz okay fir die Echtke. Ich mein, gut, muss auch das eng Testpist her, wann in eng Bremspur zu 500 Meter dat geht her, das bisse Rallye dran no an der Wiese an so. Wie sind der Prävisionen fir zweet Manche? Ja hoffen, dass kein Bremspur méi vu 500 Meter dracken, dann hoffen, dass ma op der Fies bleiwen. Fleicht en Hitchen wenn net schlecht, wann dat so gif bleiwen, also kein Part auslosen, dann wär dat schon ganz okay. Ich mein, länger als Frau ich mein Konkurrenz schon hemgefu. Da kann ich nimmer so ich mengen du hast ja Podium dran. Ja, dat könnt vielleicht kommen. De Monet fir Michael das schon heimgefu ass schwer ger weiter mat dem Gefu, dat wär jo kleinen Konkurrenzkampf gewircht. Musst du gucken, wie es weitergeht. Sandra Sonne dabei, dat dem hochlädt. Ich wäre froh gewesen, dass sein Auto fertig gewesen wäre. Es wäre flott gewesen nach 3 Damme. So sind ich dann halt allein, ja. Die Werner klassiert sich 2-mal als Zengt, an 1-mal als Neckt. Hajommer dann de Kevin Hettinger, dem am Subaru im Preza vum Joch stölert fährt. De Kevin viséiert dës Jo das Championat. Bon Kevin, kurz vorher, ich mein, du warst in der am Jochköder engem Auto hunn die schlechte Rallye zu summen als Co-Pilot gesinn. Wie könntet zo, dass du als Pilot fährst? Oh, gut froh. Meier schon heuge vum Slalom duch den Mans Club, den Highspeed Racing Club organisiert hat. An wie der Stalo mat Team als Kopilot mat dann wesen Lizenzmisse machen an ja so dats mich lo ha gemeldt fir de Slalom mat ze fahren, fir dasbar mat ze fahren. Leider hat Joch mich am Stach gelos. Mei ja da gi mat zo en ze. Okay, so einfach so du Joch am Stach gelos bëssen Angst, dats du mich schnell versieren. Ja, dat kennt die well enge Joch ne. Mei nee, ich denke den hat well op de Rallye Wege an dann hat anscheinend mam Reck waren dun bisse geplot, so dats gemeint dat gefugt den Dach lewe auslossen. De Kevin gëtt an der Kurs 1 an 2 jeweils den 8. an am lächte Rennen de 7. Da gouf och nach den Autopolis Ladies and Men's Cup gefuer, wo jiwwereen kon deelhullen, de nach nie eng RCL-Lizenz hat. Bei den Damen ass Kind und Tanja Flammang Eurokom hat gewënnt 3 Mal. Och man die Tschukaserung gerannt. Mandy war Alkeier zum Podium. Seng beste Platzierung war die 2. Platz an der allereischter Kurs vum Dach. Bei de Männer dats bis mi knapp zu sech gang. Ha gewinnt 2-mal de François Flammang an enkeier de Jonathan Wagner.
Okay, Max, wir sind in Kolmar-Bierche, ja, Slalom, nicht von der Saison. Wie sind die Impressionen an, wie bist du mit der Kurs zufrieden? Und so sind ich ganz gut zufrieden. Die 2 Schläfe sind tiptop gelaufen. Du warst 2-mal echt. Das Resultat von der dritten habe ich noch nicht. Mir schon eine Woche gut gefühlt. Ich denke, dass du auch gut gelaufen hast. Okay, die Ambitionen, was tust du das Jahr noch willst? Ich wollte den Rest vom Slalom-Championat fahren an Eschdorf steht im Programm. Was nach könnte, gucken wir dann während der Saison. Auch am dritten Rennen war Remenker de Fort Fiesta vom Wenger Racing der ersten. Das Kehr konnte sich aber der Christian Rodeboy durchsetzen. Der Max higet den zweiten, sei Retar auf die Christian 67 Donnerstag. Mittlerweile ist dann noch die Lützburger Bierschmeisterschaft am Rollen. Optakt war der 24. April zu Abrachevier am Frankreich. Wieder gesehen, was wir dann noch wanderlich. Vielleicht hat aber dem Petrus angerufen, weil die Sonne war auch paar Stunden rauskommen. Der Pneuschwar war bei diesem Wetterchaos nicht einfach. Nachdem die Cyril Franz den Nummer an den Grof gepacht hat, geht weiter am Klassement. Gewonnen hat das 46. Edition von der Bierschklasse von Abraschwiller, ne sein Kerl der Nicolas Schatz, der schon 6-mal französischer Bierschmeister war. Am der Lehrer GP2 fand mir auf der zweiten Platz den David Hauser, der natürlich auch heimatschnellste Lützburger ist. Dritten geht Sebastian Petit mit einem Norma. Der Leo Linden startet auch eine Menge an einer neuen Saison. Beim Auftakt von der Lützburger Meisterschaft geht der Peitinger der 44. an den 2. an der Lützburger Wertung. Den Nico Schilling präsentiert sein Subaru an einem neuen Look, hier geht den 51. Auch guter Form war der Charles Valentini beim Subaru Impreza. Hier war ein halbes Sekunde mehr los wie der Nico. Der Charles geht den 52. Den Daniel Dunkels huet seg Maschine gewieselt. Den Dan huet sech e Formel rund zougelöscht. Bei segem éischte Rennen gëtt hien de 55. Och de Canio Marchioni huet den Auto gewieselt. Hi fir dës Jo mat eng VW Cherokee. Bei senger éischter Kurs kann en zufriede mat senger 26. Platz sinn. Da bleif nach Sandra Becker mam Alfa Romeo hat gedet ninger nonzes.
De Lützeburger Franci Kinert ass man Porsch an der historischer Wertung den 12. ginn. Am Rückblick gesiet Dir lo de Realität de Provence den 22. und 23. Mai 2005 zu Digne-les-Bains am Frankreich. De Jean-Marie Kyok gewinnt Kurs mam Peugeot 206 WRC. Zweiten gëtt de Sébastien Rousseau mam im Preza WRC, an dritten de Fabien Fiandino mat engem Lancer Evo 7. 54 vun den 100 gestarteten Autoen sind am Ziel kommen. Ecco qui, sei
d'alcool. Et ça a été fait, mais c'est dommage. Dégagez Noël! Montage, Demontage, Schlösserarbeiten. Traditionsfirma Jacques Streff huet sich an der Stahlindustrie en Numm gemach. Präpariert Metallkonstruktionen, Trape, Glenneren an Lokationen vu mobile Kranen mat bis zu 200 Tonnen auch für privat. 80 Joer Entreprise Jacques Streff, Sohn artisanal Gaderscheier zu Deverding.